Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 22. Der Anfang von meinem Seeabenteuer. Die Meuterer sind nicht wiedergekommen. Es ist nicht einmal mehr ein Schuss aus dem Wald gefallen. Sie haben ihre Ration für den Tag bekommen, wie der Kapitän sich ausgedrückt hat. So haben wir in unserem Blockhaus Ruhe gehabt und haben uns um die Verwundeten kümmern und etwas zu essen machen. Der Squire und ich haben draussen im Freien gekocht, trotz der Gefahr. Und auch draussen haben wir vor Entsetzen über das laute Stöhnen der Patienten, die der Doktor versorgt hat, kaum gewusst, was wir tun. Von den 8 Männern, die im Gefecht gefallen sind, haben nur noch 3 geschnauft. Der eine Pirat, der an der Schussscharte verwundet worden ist, der Hunter und der Kapitän Smollett. Und von denen sind die beiden ersten so gut wie tot gewesen. Der Meuterer ist unter dem Messer vom Doktor gestorben und der Hunter ist trotz allen Bemühungen von dieser Welt nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Er ist noch den ganzen Tag dort gelegen und hat schwer geröchelt, wie dortmal die Hai im Admiral Benbow, der alte Seeräuber, wo er einen Schlaganfall bekommen hat. Am Hunter sein Brustkorb ist von einem Kolbenschlag eingedruckt gesehen und beim Sturz hat er einen Schädelbruch erlitten gehabt. Die nächste Nacht ist er, ohne noch ein Zeichen zu geben oder ein Wort zu sagen, zu seinem Schöpfer gegangen. Die Wunden vom Kapitän sind auch schwer gesehen, aber nicht lebensgefährlich. Es ist kein edler Teil tödlich verletzt gesehen. Anderson seine Kugeln, weil der Hiob hat zuerst auf ihn geschossen gehabt, hat das Schulterblatt verschmettert und die Lunge gestreift, aber nicht gefährlich. Der zweite Schuss hat nur ein paar Muskeln in der Wade verrissen. Der Doktor hat gesagt, er werde sicher mit dem Leben davonkommen, aber er dürfte noch wochenlang weder laufen noch seinen Arm bewegen. Ja, wenn möglich, soll er kein Wort reden. Mein eigener Schnitt über die Fingerknödel war nur wie ein Muckenstich gesehen. Der Dr. Livesey hat ein Pflaster draufgeklebt und hat mich darüber aus noch an den Ohren gezupft. Nach dem Essen haben sich der Squire und der Doktor zum Kapitän gehockt, um sich mit ihm zu beraten. Wo sie sich ausgesprochen hatten, ist es kurz nach dem 12 Uhr. Da hat der Doktor nach Hut und Pistole gegriffen, hat seinen Säbel umgeschnallt, hat die Karte in seine Tasche gesteckt und seine Muskete geschultert. Dann ist er an der Nordseite über die Palisade geklettert und ist mit schnellen Schritten in den Wald gegangen. Der Gray und ich sind auf der anderen Seite vom Blockhaus zusammengehockt, um unsere Offiziere nicht bei ihrem Gespräch zu stören. Wo der Doktor aber in dieser Ausrüstung verschwunden ist, hat der Gray seine Pfeife aus dem Maul genommen und hat vor Erstaunen vergessen, sie wieder reinzustecken. «Hol mir den und den anderen!» hat er gerufen. «Ist der Dr. Livesey nicht mehr ganz bei Sinnen?» «Eher nicht», habe ich gesagt. «Er wäre von uns wahrscheinlich der Letzte, dem da würde passieren, denke ich.» «Ja, Schiffsmat, vielleicht hat er seine Sinne nicht verloren, aber wenn doch, so merkt er meine Worte.» «Ich denke mir», habe ich geantwortet, «der Doktor hat seine Idee, und wenn ich mich nicht täusche, ist er jetzt rausgegangen, um den Ben Gunn zu treffen.» Wie sich später herausgestellt hat, hatte ich recht. Aber im Haus war es zum Versticken heiß gewesen und der kleine Sandfleck innerhalb der Einzäunung hat von der Mittagssonne glüht. Infolgedessen ist mir ein anderer Gedanke in den Kopf gekommen und mit dem hatte ich durchaus nicht so recht. Ich habe nämlich angefangen, den Doktor zu beneiden, wo im kühlen Schatten vom Wald unter dem Gesang der Vögel und im würzigen Harzduft der Fichten spazieren geht, während ich hier in dieser Hitze geröstet wird. Und meine Kleider sind an dem heißen Harz hängen geblieben und rings um mich herum ist so viel Blut gesehen. So viele arme Leichen sind überall herumgelegen, dass ich einen Ekel von dem Platz bekommen habe. Als ich im Blockhaus aufgewaschen habe, sind der Ekel und der Neid immer stärker geworden. Weil ich gerade bei einem Sack mit Zwieback gestanden bin und niemand auf mich geachtet hat, so habe ich den ersten Schritt zu meiner Flucht tun und habe beide Taschen von meiner Jacke mit Zwieback gefüllt. Meinetwegen kann man sagen, dass ich ein Narr war. Und ganz gewiss bin ich im Begriff gestanden, eine mehr als tollkühne Handlung zu begehen. Aber ich bin entschlossen, dabei alle Vorsicht anzuwenden
wo mir zur Verfügung steht. Sollte mir irgendetwas zustoßen, dann würden die Zwieback mich mindestens bis am nächsten Abend vor Hunger bewahren. Dann habe ich ein paar Pistolen genommen und weil ich schon ein Pulverhorn und Kugeln hatte, habe ich mich mit Waffen gut ausgerüstet gefühlt. Der Plan, den ich in meinem Kopf hatte, war an und für sich nicht schlecht gewesen. Ich wollte zu der sandigen Landzunge runterlaufen, wo der Ankerplatz gegen Osten zum offenen Meer abschliesst. Ich wollte den weißen Felsen aufsuchen, wo mir am Abend vorher aufgefallen ist, und mich vergewissern, ob der Ben Gunn an dieser Stelle sein Boot versteckt hat oder nicht. Das ist doch der Mühe wert gewesen, was ich auch jetzt noch glaube. Weil ich aber sicher war, dass man mir nicht erlauben würde, das Vollwerk zu verlassen, ist mein Plan zuerst nur gewesen, mich auf Französisch zu empfehlen und rauszuschlüpfen, wenn niemand auf mich Acht geben will. Und da war so unrecht von mir, dass meine ganze Handlungsweise dadurch schlecht geworden ist. Aber ich bin nur ein Bub und habe es einfach in den Kopf gesetzt. Es hat sich so gefügt, dass ich eine wunderbare Gelegenheit gefunden habe. Der Squire und der Grey sind damit beschäftigt den Kapitän zu verbünden. Die Küste war klar. Ich bin über die Pfähle geklettert und in den dichtesten Wald hineingekumpelt. Bevor meine Abwesenheit aufgefallen ist, habe ich mich ausser Rufweite von meiner Kameraden befunden. Da war meine zweite Torheit und die war viel schlimmer als die erste. Weil es sind nur 2 gesunde Menschen für die Bewachung vom Haus zurückgeblieben. Aber wie die erste Dummheit, wo ich mit dem Meuter an Land gefahren bin, hat auch die zweite geholfen, uns alle zu retten. Ich bin schnurstracks zu der Ostküste der Insel gesprungen, weil ich mich entschlossen hatte, auf der Seeseite der Landzunge am Strand entlang zu laufen, um jede Möglichkeit zu vermeiden, dass ich vom Ankerplatz her auffallen will. Es ist schon spät am Nachmittag, aber immer noch warm und sonnig. Als ich durch den Hochwald gelaufen bin, habe ich in der Ferne von mir nicht nur das unausgesetzte Donnern von der Brandung hören, sondern auch ein gewisses Rauschen und Rascheln von den Zweigen. Das hat angezeigt, dass die Seebrise stärker als gewöhnlich gerauscht hat. Bald habe ich einen kalten Luftzug gespürt und ein paar Schritte weiter dann bin ich an den offenen Rand vom Wald gekommen. Ich habe das Meer blau und in der Sonne glänzend vor mir liegen gesehen und die Brandung hat ihren Schaum über den Strand geschleudert. Ich habe rund um die Schatzinsel das Meer niemals ganz ruhig gesehen. Die Sonne konnte am Himmel glühen, die Luft konnte ganz regungslos sehen, die Oberfläche vom Meer glatt und blau und doch sind die grossen Wogen unaufhörlich an der Küste entlang gerollt. Ich habe geglaubt, es gibt auf der ganzen Insel kaum eine Stelle, wo eines Dosen von der Brandung nicht hören konnte. Ich bin frohen Mutes der Brandung nachgelaufen, bis ich glaubt habe, weit genug in Richtung Süden gekommen zu sein. Dann bin ich in ein dichtes Gebüsch in Deckung gegangen und vorsichtig bis zu der Höhe der Landzunge aufgekrochen. Hinter mir ist das offene Meer gelegen, vor mir der Ankergrund. Die Seebrise hat schon aufgehört, wie wenn sie durch ihre außergewöhnliche Heftigkeit umso schneller ausblasen hätte. Ihr ist ein leichter, veränderlicher Wind von Süden und Südosten her gefolgt, wo grosse Nebelschwaden vor sich hergetrieben hat. Der Ankergrund auf der Lehseite der Skelettinsel ist still und bleigrau dort gelegen, wie an dem Tag, wo wir zuerst eingefahren sind. Die Hispaniola hat sich auf der glatten Fläche der Wasserlinie bis zum Mastspitz gespiegelt, an dem der Jolly Roger schlaff gehangen ist. An der Linksseite vom Schiff ist eine der Gigs gelegen und auf dem Heckbank ist der Silver gehockt. Ihn konnte ich immer erkennen, während ein paar Piraten über das Bollwerk vom Schiff gelehnt sind. Einer von ihnen hatte eine rote Kappe an. Es war der gleiche Schuft, den ich ein paar Stunden vorher gesehen habe, auf der Palisade hocken. Offenbar haben sie miteinander geredet und gelacht. Doch habe ich bei dieser Entfernung, die mehr als eine Meile war, natürlich kein Wort von ihrem Gespräch gehört. Auf einmal hat ein entsetzliches, unirdisches Kreischen angefangen. Ich bin recht verschrocken, aber mir ist sofort in den Sinn gekommen, dass es im Silver sein Papagei, der Captain Flint, sehen muss. Ich glaube, ich konnte den Vogel sogar an seinem farbigen Gefieder erkennen, wo er auf dem Handgelenk von seinem Herr gehockt ist. Bald darauf ist die Gig abgestoßen und hat dem Strand zugerudert. Und der Mann mit der roten Kappe und sein Kamerad sind die Kajütenstege runtergegangen.
Gerade zu der gleichen Zeit ist die Sonne hinter dem Fernrohr untergegangen. Weil sich gerade auch der Nebel zusammengezogen hat, hat es schon angefangen zu dunkeln. Ich habe gesehen, dass ich keine Zeit verlieren darf, wenn ich das Boot noch an dem Abend finden will. Die weisse Klippe, die ich das letzte Mal durchs Gebüsch sehen konnte, ist noch ungefähr eine Achtelmeile weiter draussen auf der Landzunge gesehen. Ich habe ziemlich lang gebraucht, an sie herzukommen, weil ich mit dem Gebüsch schleichen und meistens auf allen Vieren kriechen. Es war fast finstere Nacht, wo meine Hände den Raufels berührt hatten. Unmittelbar unter dem hat sich eine kleine, grüne Rasenmulde befunden. Die Ränder sind von etwa knietiefem Unterholz bedeckt, wo an dieser Stelle in grossen Mengen gewachsen ist. Zumindest in der Mulde habe ich ein kleines Zelt aus Geissenfell gesehen, ähnlich wie die Zelte, mit denen Zigeuner in England umziehen. Ich bin in die Mulde runtergekumpelt, habe die Seitenwand aufgelupft und habe Ben Gunn sein Boot gesehen. Eine richtige Hausarbeit. Ein plumper Rahmen von zähem Holz, wo mit Geissenfell überzogen war. Die Tore sind nach aussen gedreht. Das Ding war winzig klein, sogar für einen Bub wie mich, und ich konnte mir kaum vorstellen, dass es ein ausgewachsener Mann tragen konnte. Es hat eine einzige Ruderbank in der Mitte, eine Art Sperrholz im Bug und als Fortbewegungsmittel eine Doppelruder. Ich habe dort mal noch kein Korbboot gesehen, wie die alten Britannien sie gemacht haben. Seitdem habe ich eins gesehen und kann von Ben Gunn im Boot keine bessere Vorstellung geben, als wenn ich sage, dass es ausgesehen hat wie das erste und das unbeholfenste Boot, das ein Mensch je geschaffen hat. Aber der Hauptvorteil von so einem Korbboot oder Korakel ist allerdings gesehen, es ist außerordentlich leicht und tragbar gewesen. Weil ich jetzt das Boot gefunden habe, so könnte man vielleicht denken, ich wäre jetzt lang genug von meinem Posten fortgeblieben. Aber mittlerweile bin ich auf eine andere Idee gekommen, wo mir so ungeheuer verlockend geschunden hat, dass ich glaube, ich hätte sie ausgeführt, auch wenn der Kapitän Smollett mir ausdrücklich verboten hatte. Ich wollte im Schutz der Dunkelheit mit meinem Korakel an die Hispaniola herfahren, das Ankertau durchschneiden und sie auf den Strand laufen lassen. Ich war fest überzeugt, dass die Meuterer, nachdem sie am Morgen ihre blutigen Schläge bekommen hatten, keinen sehnlicheren Wunsch hatten, als den Anker zu lichten und in die See zu stechen. Um das zu verhindern, habe ich gedacht, sei ich eine grosse Heldentat. Weil ich jetzt gesehen habe, dass ihre Wache auf dem Schiff kein Boot zur Verfügung hatte, so habe ich geglaubt, sei es kein grosses Wagnis, ihnen den Streich zu spielen. So bin ich abgehockt, zum Finsternis abwarten und habe mich mit der Zwieback vollgegessen. Es war eine Nacht, wie gemacht, perfekt für mein Vorhaben. Der Nebel hat jetzt den ganzen Himmel überzogen. Wo der letzte Schimmer vom Tag verschwunden war, hat sich eine totale Finsternis auf die Schatzinsel gesenkt. Und als ich schlussendlich das Korakel auf meine Schulter genommen habe und mich aus der kleinen Mulde rausgetastet habe, wo ich zur Nacht gegessen hatte, sind auf dem ganzen Ankergrund nur 2 Punkte sichtbar gewesen. Der eine war das grosse Feuer am Strand, an welchem Piraten gelegen sind und ein wildes Gelage gehalten haben. Der andere, ein winziges Lichtfünkchen in der schwarzen Finsternis, hat die Lage vom verankerten Schiff angezeigt. Die Hispaniola hat sich in der Ebbströmung gedreht, sodass ihrem Bug jetzt mehr zugedreht war. Das einzige Licht an Bord hat in der Kajüte gebrannt. Und was ich gesehen habe, war nur ein Widerschein vom hellen Licht, das aus der Sternluke rausgefunkelt hat. Die Eppe hat schon seit einiger Zeit eingesetzt und ich musste über einen breiten Streifen von sumpfigem Sand watten. In dem bin ich mehrmals bis über die Knöchel eingesunken, bevor ich das Wasser erreicht habe. Ich bin noch ein kleines Stückchen ins Meer rausgewattet und es ist mir mit einer gewissen Kraftanstrengung gelungen, das Korakel so aufs Wasser zu setzen, dass es auf seinem Kiel geschwommen ist.